So, da die Musik dann noch leisiger wäre. Wie man sieht, ich bin wieder im Auto, ich bin wieder unterwegs. Und für uns geht es jetzt heute mal nicht in die Werkstatt, aber es hat mit Autos zu tun. Wir gehen nämlich ins Ace Café auf Rotenburg. Dort ist heute Hypercar und Supercar Meet. Dort muss ich ein bisschen Autos anschauen, aber was ich sehe, ist schon sehr nice, was dort steht. Darum nehme ich ein bisschen mit, zeige ein bisschen, was dort rumsteht. Und dann gehen wir mal schauen, oder? Wir haben hier einen Kollegen gefunden, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Hallo. Entschuldigen Sie, was ist das für ein Auto? Skoda? Wieso ist das so beschissen da? So, dann haben wir das erste Auto. Ein silbriger Ferrari 812. Aber ich sage euch ganz ehrlich, so viele Autos hat es nicht da. Das ist schon fast ein bisschen traurig. Früher hat es mehr gehabt, gell Nina? Früher hat es mehr gehabt. Traurig. Ja, sonst mal. La brisella maritami tu, quando si lava li belli cuscini, quando si lava li belle lenzuola. Also ich bin euch hier ehrlich, ich fühle die Felgen nicht, aber es ist halt Geschmackssache. Oder? Ja, du bist jetzt so stark schon an die Welle. Also ich bin auch ehrlich, das ist auch wieder absolut Geschmackssache. So, ich bin jetzt wieder daheim und ich muss ehrlich sagen, es war recht enttäuschend. Es hat nicht wirklich grosse Autos, das Einzige, was wir gesehen haben, ist ein STO, der gerade weggefahren ist. Aber sonst, das meiste waren Porsches, wie man es im vorherigen Teil von dem Video schon gesehen hat. Porsche, 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 Porsche. Aber es kann natürlich auch sein, weil es geregnet hat. Es hat vor allem, dass wir dort waren, am Platzregen gegeben. Dass vielleicht viele gesagt haben, ja, ich nehme das Auto nicht führen. Und viele haben vielleicht ihr Auto noch nicht draussen. Aber wer weiß, vielleicht gehen wir noch einmal irgendein Meet schauen. Irgendetwas, was vielleicht speziell ist, gehen wir noch mal schauen. Aber es war jetzt nicht eine verschwendete Zeit gewesen, aber eben viel Schlaues hat es auch wieder nicht gehabt. Auf jeden Fall machen wir weiter mit dem Video. Peace out. So, ich hoffe, man hört mich. Ich muss das Mikrofon hier dran machen, weil ich vergessen habe, Cappy anzulegen. Ja, seit dem letzten Video sind etwa 2 Wochen vergangen und es sieht wie folgt aus. Wir haben hier ein neues Simmering. Irgendwo ist noch das Kugellager. Ah, da ist das Kugellager. Wir werden das montieren und schauen, dass wieder alles läuft. Weil da vorne sieht es ja wie letztes Mal aus. Da fehlt jetzt alles. Aber das werden wir machen. Aber zuerst müssen wir die hier machen. Das sind die Sachdraht. Aus einem Grund. Ich habe die Pneu abgenommen, weil ich eigentlich die Pneu verkaufen wollte. Ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich zuerst das Fahrwerk montieren muss. Wenn ich das Fahrwerk montiert habe, kann ich 20 Zoll Rad montieren. Und wenn ich die montiert habe, sehe ich, ob ich Distanzscheiben brauche. Wieso? Ich brauche ein Gutachten für die Felgen. Und das Felgengutachten muss ich angeben, ob ich Distanzscheiben brauche oder nicht. Und das weiss ich jetzt noch nicht. Also werde ich jetzt dort wieder das Sommerrad drauf machen. Oder was gesagt, Sommerpneu. Dass ich wenigstens mit Sommerpneu herumfahren kann, weil die ganze mit Winterpneu herumfahren ist ein Scheiß und das sieht dann nicht so geil aus und die Felgen sind komplett abgeranzt wegen dem Salz. Darum werden wir zuerst die machen und werden nachher den Lexus flicken. Ja. Ich mache ein kurzes Video und nachher ein kleinen Zusammenschnitt, wenn ich Pneu wechsle oder besser Pneu aufziehe. Aber das wird keine grosse Sache geben und dann starten wir mit dem Lexus 3. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, obwohl wir eigentlich die nur temporär jetzt drauf machen, dass wir die Ventile, dass wir sehr viel von diesen Ventilen haben, also richtig viel von diesen Ventilen haben, die einfach neu machen, schnell neu einziehen, dass wir auch auf der sicheren Seite sind und dass plötzlich dann irgendetwas dort
Luft verliert oder so, das wäre irgendwie nicht so das Ziel der Sache. Darum machen wir das schnell und montieren dann nachher bei allen 4 Felgen wieder Pneu drauf. Und dann kommt das hoffentlich sehr gut. So, und da wären wir dann schon. Felgen sind eingespannt, Pneu werden eingeschmiert, dass es ein bisschen besser rutscht. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache das noch mega gern. So Pneu aufziehen, Pneu abnehmen. Wenn du mal ein bisschen den Handgriff kennst, ist kein Problem. Aber Achtung, jetzt wird es kurz laut. Oh oh. Jetzt. So, nachdem dann die erste Felge fertig war, habe ich die nächste Felge aufgespannt. Dort schnell das Ventil abgeschnitten, noch das Ventil gezogen. Und dann habe ich mir eigentlich schon den Pneu geholt, geschaut, in welche Richtung das noch aufziehen muss. Natürlich wieder alles einschmieren, dass es ein bisschen schöner drauf geht. Pneu ansetzen, draufziehen. Es ist wirklich, wenn man mal ein bisschen weiss, wie, ist es keine Hexerei. Aber es wird wieder laut. Die Draht sind dann. Wir sind fertig, montiert. Jetzt muss ich dann einfach morgen diese Sache noch nehmen. Dort ein Rad montieren. Besser gesagt, wir müssen sie dann zuerst noch auswuchten. Aber da ich nicht genau weiss, wie viel Bar wir brauchen, wuchte ich sie jetzt noch nicht aus. Weil morgen hier kannst du ja schauen, kannst du schnell auswuchten, das geht 15 Minuten. Dann können wir die montieren, weil dann ist der ja wieder ein bisschen besser unterwegs. Und dann machen wir es jetzt so. Lexus dran, machen jetzt Lenkgestänge dran. Besser gesagt, machen es zuerst zusammen, machen es dran. Und dann hoffentlich funktioniert alles, ist alles dicht. Und dann heisst es eigentlich schon fast fertig für MFK. So. Da ist schon mal drin. Oh, schon Licht. Jetzt nehmen wir eine Nuss. Ich glaube, letztes Mal ist es irgendwie eine Lüge. Die passt da genau drauf. Dann können wir so damit runtermachen. Ist ja richtig rum. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Schön drin. Und jetzt noch das Kugellager. Ja. 27er Nuss ist aber fast ein bisschen gross. Sieht das Rändchen, oder? Aber wir testen es einfach. Also, das kommt auch so. So, da. Was ist jetzt gekommen? So, ja, nach ewig langem Umprobieren, wohl verstanden, das sind jetzt locker etwa so 10 Minuten zwischen dem letzten Teil, den ihr jetzt gerade gesehen habt, habe ich dann dort noch so ein Eisen drunter gelegt und habe unten eine kurze Verlängerung reingesteckt, oben ein bisschen längere, dass ich eben mit dem Hammer draufhauen kann, dass ich eigentlich so das Kugellager reinpressen oder reinschlagen kann, weil das musst du relativ fest pressen. Und da bin ich eigentlich gerade auf der Zielgerade gewesen, dass ich endlich das Kugellager drin habe und den Kopf, oder wie sagt man dem? Gute Frage. Ja, das Gehäuse wieder draufstecken kann. Und ja,
wie man sieht, es ist relativ gut gekommen. So, hä? So. Ohrring montieren. Drauf. Genau. So. Ja, durch das ich dann durch Videos, die ich vorher ja davon gemacht habe, wenn ich es rausnehme, konnte ich schauen, wie das Gehäuse draufkommt. Dann konnte ich schauen, wie das alles passt. Hatte ich eigentlich die 2 Zuleitungen dort, die Druck aufbauen für die Lenkung. Können auch noch montieren und dann noch richtig anziehen. Halt wirklich, dass es hebt. Die Leitungen einschrauben, nachher einen Spezialschlüssel, den du eigentlich brauchst für Bremsleitungen. Dort noch das Ganze anziehen und das war gut. Sehr gut. Step 1. Done. Jetzt habe ich schon die Gummis gesucht. Ich dachte, super. Schon gut, habe ich etwa 3 Wochen dazwischen gehabt, aber zum Glück sind sie auf dem Arm oben gelegen, vom Lift. Zum Glück. So, ja, also da muss ich noch schnell etwas kurz dazu sagen. Ich bin Minimum 15 Minuten dort dran gewesen, um zu probieren, die Schelle dort, die Klammer, die eigentlich drüber geht, die über den Gummi geht, wo das ganze Zeug runterhebt, anmachen. Es ist einfach nicht gegangen. Ich habe dann hinten die Schraube nie gemacht, angezogen und vorne wirklich mit dieser Schraubzwinge abgezogen. Aber ich glaube, es ist nicht mal dort wirklich gut gegangen. Aber ich habe es mit der Schraubzwinge dann abgezogen, dass ich überhaupt die Schrauben nie tue und oben die Mutter drauf drehen. Aber es war echt mühsam. Vor allem hat es mich dann noch verdreht. Und ich weiss nicht, ob man es noch sieht, aber ich habe es nochmal gelöst. Nachher, weil die hinteren Leitungen, die Zuleitungen von der Servopumpe sind nicht richtig dran gegangen, weil das Ganze verdreht war. Ja, es war absolut nice. Danke Nino, dass du anrufst. So, also nur, dass ich schon mal erwähnt habe, das Video läuft auf 25-facher Geschwindigkeit. Es war wieder genauso die Zeit. Es war etwa 6:30 am Abend. Ich hatte extrem Hunger. Und wenn ich Hunger habe und etwas nicht klappt, dann verliere ich die Nerven. Das Problem ist, das Lenkgestänge war leicht schräg drin, also leicht gegen hinten geneigt. Und ich habe die Oberschraube nicht hinbekommen. Habe ich sie hinbekommen, habe ich nachher mit unteren noch viel mehr Probleme gehabt. Schlussendlich habe ich dann gesagt, weisst du was, ich habe keinen Bock mehr und habe für oben gemacht. Wenn wir im nächsten Video dann sehen, erzähle ich es wahrscheinlich noch. So, also gestern bin ich Crash angegangen, weil ich habe Hunger bekommen. Ich habe die Schrauben nicht hinbekommen. Ich habe absolut keine Nerven mehr gehabt. Wir machen jetzt noch weiter. Ich habe jetzt gesehen, ich muss die Gummis lösen, also besser gesagt die Halterung, die ich gestern angezogen habe. Man muss das ganze Gestänge noch ein bisschen drehen, dann soll es eigentlich besser gehen. Und wir schauen jetzt, dass es klappen. Nein, es ist auch heute nicht besser. Ich überlege jetzt da oben noch wegnehmen, dass ich unten besser herkomme. Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Ich muss jetzt den 17er Ratschenschlüssel holen. Ich hoffe, wir haben einen. Ja, noch nicht perfekt, aber es ist kommt jetzt nicht ganz an.
So, ich muss da ganz kurz etwas dazu erzählen. Was es natürlich noch mühsamer gemacht hat. Man sieht es jetzt hier gerade. Ich muss unter dem Anschluss einen Kupferring haben und ich muss oben einen Kupferring haben. Also gerade unter der Schraube. Zum Abdichten. Und das Problem ist, du kommst so gut zu. Ich glaube, da ist mir schon wieder der Kupferring runtergefallen. Und ja, wenn es so gut geht und alles, wo man so gut zukommt, dann freut es einem einfach. Oder? Du siehst, jetzt ist mir nämlich der Kupferring wirklich runtergefallen. Und das ist eine richtig Fingerli-Arbeit. Also, keine Ahnung. Wenn eine Frau jemals fragt, kann ich das Video zeigen. So, jetzt ziehen wir die vorne schnell überall an. Dann lassen wir es halt. Also, sie sind schon mal dran. Ich werde jetzt schnell hier all die Schrauben da. Ich hoffe, man sieht es. Scheiße, ich werde verdammt nahe sein. Also, jetzt sind jetzt alle dran da. Diese sind dran. Ich werde jetzt schnell alle Schrauben anziehen von den Gummihalter. Dann kann ich nachher richtig anziehen. Also, da das jetzt da fest ist, ziehen wir hier noch fertig an. Da oben. Ziehen wir noch fertig an. Und dann machen wir die da dran. Da. So. Also, das ist dann. Jetzt stecken wir noch den hier ein. Ah, fuck, ich bin nicht gesund. Den hier ein. Nicht wie letztes Mal. Ich hoffe, ich bin nicht so nahe. Nicht wie letztes Mal. Ich sehe, es sind voll Öl. Ich muss die schnell rausspritzen mit Bremsreiniger und dann halt schnell warten. Mit das zusammen machen, dann machen wir zuerst die Bölzer dran, bevor wir die dann zusammen machen. Aber 17. Top. One done. Bremsen so machen wir nachher zusammen. Also ich glaube, das war wichtig, oder? Ja, zuerst muss ich das zusammen machen, bevor ich die Bremse zusammen machen. Jetzt muss ich hier schnell schauen. Wahrscheinlich noch ein bisschen fester anziehen. Gut. Welcome to the other side. Oh, ist das eng da, Scheiße. Das ist ja dann für einen Umzug bereit bist eigentlich.
Also, die ist auch fertig. Jetzt würde ich noch schnell die Splinter montieren. Schauen, ob wir besser zukommen. So, aber ich glaube, ich hoffe, ich kann die Bremse noch drehen. Oder besser gesagt, die Achse noch drehen. So. Ist gut. Okay. Jetzt haben wir hier so ein kleines Loch. Hier sieht man es. Da kommt jetzt ein Splinter rein, dass sich die Schraube nicht mehr lösen kann. Schauen, ob das geht. Ja, perfekt. So. Die Seite ist gemacht, die andere Seite mache ich schnell ohne euch. Wenn dort nochmal die Kamera hinter schlägt, mache ich nicht. Aber man sieht sich gerade wieder. Okay. Jetzt können wir den Stecker einstecken. Und hier oben das Lenkgestänge wieder montieren. Ja. Und dann muss ich dann mal schauen, ob das alles noch passt oben oder ob wir da irgendetwas verstellt haben. Aber das werden wir dann sehen. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Schnell schauen, was das Lenkrad ist am besten. Ich kann schnell schauen. Weil vielleicht muss ich das Lenkrad wieder gerade einstellen. Ja, das wäre wahrscheinlich fast das Schleuste. Dass ich es gerade mache, ziemlich gerade machen und dann das Sicht draufstecken. Das probieren wir mal. Das Lenkrad ist auch gerade. Das heisst, wir sollten jetzt eigentlich können dort oben, da sehen wir, dort oben draufstecken. Hoffentlich. Ja. Schauen wir, ob es geht. Ja, der ist getroffen. Einfach 12. 12 muss ich an 13er da. Jetzt habe ich gedacht, ja, also 11 oder 13, ja, Maschine. 12. Dann würde ich sagen, wow, ist das geschafft. Lenkgestänge ist wieder montiert. Dann machen wir jetzt noch die Bremse wieder dran. Und dann können wir eigentlich schon mal starten und mal schnell schauen, ob es irgendwo raussagt. Und dann muss ich noch abklären, was ich für Servoöl brauche. Also wahrscheinlich ist es irgendein Hydrauliköl. Aber das werde ich sicher herausfinden, wie viel das es braucht, was es braucht. Und dann können wir das montieren. Oder wie gesagt, auffüllen. So, also. Jetzt ist das schon wieder schräg. Wir machen jetzt die Bremse zusammen. Ich habe dann noch die Schrauben geputzt. Die sind recht rostig gewesen. Ich muss dann da hinten auch noch schnell den Drahtbürsten durch. Dann montieren wir das alles. Und ja, wie gesagt, das wird dann etwa alles sein. Und dann sind wir ready. Das heisst schon bald inserieren. Also wenn es vorführen, dann inserieren und dann adieu. Gut, schauen, ob man sie sieht. Ich die schnell putzen mit der Drahtbürste. Dann fetten wir die noch ein bisschen ein. Die sind nachher gesichert, oder, mit 2 Splinten. Von dem her wird das nicht so ein Problem sein. Aber sicher putzen müssen wir schnell, dass wir es ein bisschen schöner reinbekommen.
So, also wie gesagt, die Seite ist jetzt fertig, so wie es aussieht. Wir werden jetzt die andere Seite noch machen. Ich nehme euch aber nicht mit über, weil ich habe absolut keinen Platz dort hinten. Aber das wird dann so eine Sache geben. Weil das ist jetzt nur noch das Einzige. Schnell die Bremse wieder zusammen machen auf der anderen Seite. Und dann ist das tipptopp. So, dann sind wir fertig, inklusive Rad montieren. Ich dachte, ja, ich mache es sagen, wenn ich dann bin. Jetzt montieren wir hier noch schnell Rad, dann müssen wir noch das Auto lüpfen, Unterbodenabdeckung noch machen. Und dann ist eigentlich schon Testfahrt schnell. Zum schauen, ob alles wieder tut, ob es lenken tut. Ich hoffe, er läuft noch an. Weil ich habe gesehen, ich habe die Batterie gar nicht abgehängt. Aber ich glaube, das wird kein Problem sein, solange die Tür offen war. Ja, dann machen wir schon Draht drauf und nachher Unterboden und dann haben wir es. Kurze Planänderung, wir wuchten das Rad noch schnell aus. Weil damals, als ich montiert habe, habe ich da irgendwie gesehen, dass es da nicht rauskleben sollte. Darum hat es da angestanden. Wir machen das jetzt noch schnell. Das fühle ich jetzt nicht, aber das mache ich noch schnell, dass wir das auch wieder sauber gemacht haben. Dann kommt das gut. So. Also, ich muss noch mal filmen. Ja, deine Halbnummer ist drauf, das ist egal. Also, das hier habe ich gestern schon gesehen. Dann habe ich Nino gesagt, ja, eben, das sollte man ja mal richten. Er hat gesagt, er hat das Geräusch bei seinem Auto nicht mehr. Heute kommt er, wir schauen es an, es ist genau das Geräusch, das ich gestern gesagt habe, das wir richten. Ja, also, er ist, glaube ich, auch froh, ist es nur das. Und nicht irgendwie sein Turbo, der da flattert. Aber wir richten es jetzt schnell. Das schneiden wir raus. Wie fühlt es sich eigentlich so an, wir müssen unter dem Auto selber arbeiten? Sehr gut, wie ist er? Aha, musst du ausfahren. Und darfst noch ein bisschen hier rüber. Ja. Ah, stopp. Ja, ja. Nein, noch ein bisschen. Noch lieber? Ja, darfst noch mal, er ist ein bisschen zurückgerutscht wieder. Du musst ihn eigentlich bewegen. Ja, ich weiß, überwiegen. Kollege. Lass mal los, lass mal los. Ah! Wow, der ist richtig zentriert. Jetzt darfst du ihn einfach noch ein bisschen runtertragen. So, jetzt hätte ich gesagt, weg mit diesen hässlichen, versalzten Felgen und drauf mit diesen, wow, wunderschönen Felgen. Ich will jetzt nicht filmen oder so, aber ich habe da noch ein, zwei Sachen gesehen, die ich machen könnte. An dem Auto, das müsste gemacht werden. Also, bis später. Also, ich muss einfach wieder sagen, was Felgen an einem Auto ausmachen. Es ist schon krass. Ich finde es. Der Unterschied hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist. Aber es sieht echt geil aus. So. So, ich habe mich jetzt entschieden, ich kümmere mich um ein anderes Problem. Das Problem ist halt einfach mehr optisch. Das da. Dass der Scheinwerfer so weit draussen steht, stört mich halt. Und mal schauen, vielleicht ist irgendein Schrauben los oder so. Dann schauen wir, ob wir es fixen können. Und dann sind wir ziemlich gut zu gehen. Ich habe noch Öl nachgefüllt, weil er seicht. So, nach dem Abflug sind wir wieder da. Ich habe noch Öl nachgefüllt, weil wahrscheinlich ist es die Kurbelwellenküsentlüftung, die rausseicht. Und jetzt habe ich mal Öl kontrolliert, das war gerade ein Minimum, jetzt habe ich noch mal etwa einen halben Liter nachgeleert, jetzt ist er etwa in der Mitte. Das ist gut, jetzt machen wir uns an den Scheinwerfer dran und schauen mal, ob wir etwas fixen können. Das ist einfach eine Zierliste. Das ist immer noch die Frage, wieso das die... Also da war der Gummi weg, der war da unten, jetzt ist er wieder da oben. Vielleicht war das schon das Problem, dass er nicht sauber eingehängt hat. Aber ich glaube, da wären 2 Clips dran. Vielleicht sieht man es. Da wären auch 2 Clips und die fehlen jetzt. Das könnte das Problem sein. Aber wieso der Scheinwerfer so weit draussen steht, weiss ich nicht. Oh nein.
Der ist da unten auch noch mal zweimal geschraubt. Aber er geht dann nicht weiter rein. Okay, ich habe das Problem. Das Glas ist hier nicht mehr richtig eingeklebt. Und da ergibt sich dann natürlich Ich werde jetzt hier 2 Löcher bohren, hier rein, und werde hier jetzt einfach 2 Splinter drin machen, dass sie nicht mehr rausrutschen kann. Also, ich hoffe es. Vielleicht geht es nicht. Wir werden es sehen. Yes. Jetzt haben wir den schönsten Moment, wenn die Schraube aber dann rausgeht. So, ich muss es ganz kurz machen, weil ich habe noch 15 Minuten, um das Ganze zu machen. Ich wollte 10 Uhr da sein. Weil um 11 Uhr kommt ein Kollege von Nino, der Jonas, kommt seine Rake wechseln bei seinem Auto, weil irgendetwas sonst nicht geklappt hat. Dann kommt er die hier machen. Und eigentlich wollte ich den Lift frei machen, aber ja, jetzt muss ich schnell schauen. Weil eigentlich muss ich ja nur noch das Öl auffüllen für die Servopumpe. Aber ich muss schon schauen, wie ich das auffüllen, während sie läuft. Oder ob ich es einfach auffüllen und es dann selber pumpt. Und wir werden das jetzt schnell anschauen. Und sonst machen wir dann halt Draht mit dem Wagenheber. Also wir haben jetzt runtergelassen. Wir wissen jetzt, wie wir es machen. Wir sollten vielleicht Servoöl noch nehmen. So, die Richter noch suchen. Ich kann mein Stativ dahinter vergessen. Ja, dann füllen wir das auf. Dann probieren wir das zu entlüften. Das wäre natürlich geil, wenn es würde gehen. Aber wir werden es jetzt sogar sehen. Ja. Wir haben hier noch Besuch bekommen. Eben wie gesagt, die Badwanne. Eine andere Badwanne. Eine grosse Badwanne. Rad. Aber er hat einen Nuss gefunden. Ja. Also, wir haben es jetzt gefunden. Hier. Hier haben wir den Messstab. Also, das ist cold, das ist hot. Es ist natürlich nichts mehr dran. Ich habe ihn nicht mehr geputzt, seit ich ihn wieder reingesteckt habe. Also füllen wir hier schnell auf und dann müssen wir noch ein bisschen drehen. Und dann schauen wir, dass es gut kommt. Jetzt muss ich einen Trichter finden. Also wir haben jetzt mal das erste Mal gefüllt. Jetzt hat es geheißen, wir sollen einsteigen und ohne den Motor das Lenkrad drehen. Das machen wir jetzt mal. Was dann Zündung gibt, wahrscheinlich Lenkradschloss. Oh. Wir müssen das Auto vielleicht ablüpfen. So, sonst wird das nicht. Ich muss schnell schauen. Gut, das muss gehen. Ich muss ja die Rad in die Luft bringen für da. So, Rad in der Luft. Machen wir das nochmal. Ja, jetzt geht's. Langsam, voll von Anschlag zu Anschlag. Stimmt, das müssten wir ja noch machen. Das Lenkrad wieder gerade stellen. So, wie man hier sieht, es ist wieder nichts mehr dran. Also füllen wir noch mehr, weil es ist ja kalt. Wenn es bis kalt müssen wir Minimum füllen.
So, zum Glück hat es vorher nicht gefilmt. Warum machen wir es jetzt? Das tun wir nochmal. Ich habe jetzt aufgehört davon. Man hat es nicht gesehen, weil das Video nicht gelaufen ist. Ich tue jetzt nochmal lenken. Bis an den Anschlag. Ich mache es etwa 3 Mal das Ganze. Und nachher gehen wir noch kontrollieren. Und eigentlich, wenn wir beim Minimum sind, also tun wir noch ein bisschen rein, dann lassen wir mal an. Lenken, das ist wie gesagt ein Irrtum. Wenn wir das noch korrigieren, aber das ist eine kleine Sache. Jetzt gehen wir schauen. Ich hoffe, ich habe vorher gefilmt, dass man sieht, dass nichts drin ist und einfach nachher das Video abgestellt. Aber schauen wir schnell. So, also. Der ist jetzt gerade trocken. Jetzt haben wir ihn rein. Also es ist ziemlich viel drin. Jetzt lassen wir mal an. Hoffen wir das Beste. Und jetzt mal langsam von Anschlag zu Anschlag drehen. Nicht lange im Anschlag behalten, wieder zurückdrehen. Ui, das ist aber noch weiter weg, der andere Anschlag. Wieder zurück. Also hören tue ich schon mal nichts. Das ist schon mal gut, das heisst, wenn ich Geräusche höre oder oh, jetzt habe ich gedacht, was ist da für ein Geräusch? Dabei kommt der andere mit dem Wagenheber rein. Oder fährt mit dem Wagenheber rum. Ja gut. Das klingt mir eigentlich recht gut. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den Draht gerade stelle. Ich glaube etwa so. Jetzt gehen wir schon vorher kontrollieren, wie das Öl jetzt ist. Dann hoffe ich, passt der Stand. Dann lassen wir runter, dann fahren wir eine Runde. Jetzt ist etwa gut. Man sieht es hier. Jetzt müsste es etwa passen. Das heisst, wir schauen mal, wie es aussieht, wenn wir fahren. So, bevor ich hier maximal zoome tue, habe ich jetzt entschieden, wir machen zuerst schnell noch das Lenkrad. Dass das gerade steht. Für das muss ich aber dann schauen, dass der Rad gerade steht. Das muss ich jetzt schnell hier korrigieren. Das ist gut. So, ich kann noch etwas anderes sehen. Irgendetwas ist ausgelaufen. Ich hoffe, das war einfach irgendein Überlauf und zu viel rausgelaufen ist. Jetzt machen wir das schnell, lösen dort schon die 2 Schrauben. Dann muss ich ihn runterlassen, dann muss ich das Lenkrad gerade stellen und dann muss ich draufstecken. Aber es kommt gut. Oh, jetzt kommt da wieder. 100%, es hat schon gelangt. Wahrscheinlich hat man es gesehen. Das ganze Gestänk hat sich schon gedreht, weil das Lenkrad wieder gerade gegangen ist. Das lasse ich runter, stelle das Lenkrad gerade, stecke ihn drauf und dann kann ich ja voll bewegen, dass ich die Schraube anziehen kann. Ja, lassen wir schnell ab. So, das Lenkrad ist gerade gestellt. Ich filme das jetzt nicht mehr alles. Ich mache das jetzt nicht weg und dann sieht man sich nachher auf der Probefahrt. So, also, es lenkt wieder. Das Lenkrad ist sogar gerade. Seht ihr es gerade? Ich fahre noch im High-Modus, also relativ fest gelüpft. Aber es fährt schon in den Gang rein. Ah, viel smoother, hey. Das ist abartig, was eine Servo-Unterstützung ausmacht. So, eine erfreuliche Nachricht. Und zwar ist hier oben dicht, wie man sieht. Da sagt niemand etwas. Das ist alles gut. Auch der Ölfilter. Und ich nicht gewusst, ob da alles gut ist. Sieht eigentlich gut aus. Ich hoffe, es hebt. Es wäre schade, sonst müsste ich das Öl noch ablassen. Da ist auch alles trocken. Da oben hat es jetzt noch ein bisschen rausgesifft. Aber ich glaube, das war mir einfach so ein bisschen Überdruck. Vielleicht etwas, was ich daneben gelernt habe. Von dem her, Mission completed, würde ich sagen. Jetzt tun wir ihn runterlassen. Dann muss ich rauf. Und dann muss ich die ganze Verkleidung vom Kofferraum nach vorne nehmen. Weil dort ist gar nichts drin aktuell. Weil ich dort ja noch daran gearbeitet habe, ist dort nichts drin. Dann in der Elbe mache das Zeug rein. Dann kontrolliere ich, ob noch alles Licht ist. Dann bin ich der Meinung, ich kann ihn für MFK melden. Das ist natürlich ganz wild.
was noch ist, da muss irgendwo etwas los sein. Ich habe zwar alles kontrolliert, damals, was beanstandet worden ist, habe aber nichts gefunden. Und dort oben, wo ich geschweißt habe, dort muss ich denken, oh shit, ich bin verdammt nahe. Muss ich denken, noch Brunox oder so ist mir, aber ich muss in den Jumbo, dann schaue ich, ob sie noch so etwas haben. Irgendwie so Textil oder keine Ahnung. Und dann kann ich das machen, aber eben das kann ich nicht heute machen. Eventuell kann ich morgen oder am Montag, kommt jetzt darauf an, weil ich habe übelst Sonnenbrand auf der Schulter. Hier so am Nacken an, habe mich verbrannt die Woche beim Arbeiten. Und dann kann ich auch nicht gut fahren. Weil das ripset so fest, das ist echt ungeil. Dann mache ich jetzt hier noch, lasse ihn runter. Also bis, ja, ich muss das Rad dann abnehmen, oder dass ich dort herkomme. Ich muss ihn runterlassen, kann ich das Rad abnehmen, kann den Koffer ummachen und dann kann ich die Schrauben schnell kontrollieren und dann komme ich besser zu. Dann machen wir das mal. So, ist jetzt hier nicht allzu dreckig, aber wir nehmen jetzt gleich schnell den Staubsauger, saugen hier noch raus. Das einfach, dass der unten ein bisschen sauber ist, weil das ist jetzt kein grosser Aufwand. Ich stelle den Staubsauger für und sauge das schnell raus. Dann muss ich dort rauf, das dort gehen. Das sind die Abdeckungen für hier innen. Dann kommt es gut. Nehmen wir noch das Rad ab und kontrollieren die Schrauben noch. Und dann gehen wir wahrscheinlich heim zu meinem 3D-Drucker. Ich bin dort schon einiges am Drucken aktuell. So, wir machen jetzt hier die ganze Verkleidung wieder rein im Rathaus. Und dann, wie gesagt, hoffe ich, kommt es gut. Kann ich noch etwas Geiles zeigen an dem Auto. Ja, fangen wir doch mal an. So, zuerst mal entschuldige mich kurz. Man sieht rechts zwar noch die Mutter vom Stativ, aber ist nicht so schlimm, auf das achte ich nicht. Dann habe ich dann einfach angefangen, alles schnell zu saugen. Ich muss sagen, es sieht extrem kleiner aus, seit ich sage schon wieder, seit die Verkleidung im Kofferraum ist. Und ja, sieht doch gut aus, oder? Also, da wär's. Sieht jetzt schon viel schöner aus. Ich mache jetzt so. Ist das so nicht? Das ist krass. Ja. Also, der Kofferraum ist drin. Special Feature: Bordwerkzeug. Ich schwöre, ist die Qualität so scheiße. Es fehlt hier zwar eine Zange drin und glaube ein Schraubenzieher, aber das ist original Lexus LS400 Bordwerkzeug. Das ist halt ein different vibe, oder? Aber ist schon geil. Ich glaube, dass ich die Zange noch finden und den Schraubenzieher. Aber es ist trotzdem geil, eigentlich so etwas zu haben, oder? Besser haben als brauchen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall lüpfen wir noch schnell, nehmen wir noch das Rad ab, kontrollieren wir noch Schrauben. Und dann gehen wir heim zum 3D-Drucker. Der ist, glaube ich, etwa 3/4 Stunde fertig. Und schneiden das Video noch. Also, ich habe jetzt das Rad weg. Wir schauen jetzt, ob wir hier noch irgendetwas finden, was los ist. Irgendein Schraube, wenn es auch nur so ein Viertel um Dreieck ist, wo noch los ist, weil es hat geheißen, hinten rechts ist irgendein Querlenker oder ein Stabi, hören. Wir kontrollieren jetzt jede Schraube kontrollieren und dann wissen wir, ob es irgendetwas von dem ist und dann gehen wir die Jumbo posten und dann können wir eigentlich wahrscheinlich morgen oder so noch das Zeug dran schmieren. Genau. Ja, somit habe ich eigentlich an die Arbeit gemacht, Schlüssel und Rätschen überall angezogen, habe gemerkt, hey, es ist ja fest. Es bewegt sich ja nie. Ich habe ihn ja schon mal kontrolliert. Und es war dort schon fest gewesen. Ich habe gedacht, ja, vielleicht macht es nur so ein halbes Viertel um Dreieck aus, dass es hebt. Ich meine, da sieht man jetzt auch, ein bisschen anziehen. Und dann sind wir dafür gegangen. Hey, ist auch fest. Eben so Viertel um Dreieck. Bis dann eben die besagte Schraube gekommen ist. Bitte, wer hat das jetzt gesehen?
So, manchmal muss man das Zeug halt 3-mal kontrollieren, bis wir herausfinden, dass es ist. Aber ich finde es noch schön, dass jetzt wirklich ein Schrauben los war. Und ich anziehen kann. Das macht mich glücklich heute. Das reicht schon. So, das heisst für mich, ich kann jetzt in Jumbo posten. Ja, das heisst aber auch, dass ich wahrscheinlich jetzt das Video beende. Und ja. Ich danke jedem, der das Video jetzt geschaut hat. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt, dass das Video schon nach einer Woche kommt, dass ihr weiter wisst, was noch geht. Und ja. Das heisst aber auch, dass wir, wenn wir das jetzt in den Griff bekommen haben, wenn wir jetzt dort auch noch Brunoxera schmieren, nur noch abwaschen und MFK machen, dann können wir noch verkaufen. Das heisst, dass der Lexus, der sagt, dass das nächste von Lift kommt und das Fahrwerk bekommt. Ja. Ich danke jedem, der das Video geschaut hat. Liken, teilen, kommentieren und schreibt mir gerne drunter, ob euch das auch mit dem Autotreffen gefallen hat. Ob wir mehr von dem machen sollen. In dem Fall, bis bald. Ciao. Hallo. Entschuldigen Sie, was ist das für ein Auto? Skoda? Wieso ist das so beschissen da?